Der Schwabe wird sagen, da geht einem das Herz auf. So, viele Leute fragen mich ja immer, Martin, wie ging es denn eigentlich mit dir los, damals mit der Musik? Wie bist du denn überhaupt dazugekommen? Warum hast du angefangen? Das will ich an der Stelle vielleicht ganz kurz erzählen. Und es war natürlich so, dass mein Vater wollte, dass ich ein Musikinstrument erlernen möge. Und wir sind in Gräfelfing, da bin ich aufgewachsen, in die Musikschule gegangen. Und mein Vater hat mich so an der Hand gehabt und der Musikschullehrer macht die Tür auf. Und dann hat mein Vater zu ihm gesagt, was haben Sie so? Dann hat der gesagt, Geige. Dann hat mein Vater gesagt, wie lange braucht er da mit der Geige, bis er das kann? Und dann hat der Musikschullehrer gesagt, naja, so 4 Jahre wird er schon brauchen, ne, ungefähr. Dann hat mein Vater gesagt, das ist viel zu lang, ich brauche irgendwas, was schneller geht, was haben Sie sonst noch? Dann hat der gesagt, Gitarre. Dann hat mein Vater gesagt, wie lange dauert das mit der Gitarre? Dann hat der Musikschullehrer gesagt, 2 Jahre ungefähr. Und dann hat mein Vater gesagt, das ist immer noch viel zu lang, ich will Resultate sehen, haben Sie nicht irgendwas, was wirklich schnell geht? Dann hat der Musikschullehrer gesagt, Tuba. Tuba. Dann hat mein Vater gesagt, wie lange dauert das mit der Tuba? Und dann hat der Musikschullehrer gesagt, naja, wenn Sie in der Stadt noch irgendwas erledigen wollen. Und dann hat der Bub Tuba gespielt. Ne? Das war so das erste Instrument und ich hatte auch so ein bisschen gewehrt, habe ich mir dagegen, weil damals zu dem Zeitpunkt, da war die Tuba fast so groß wie ich, als ich da angefangen habe. Und ich habe aber zufälligerweise einen Großvater mit einer dazugehörigen Jugendblaskapelle gehabt. Ein sehr einfühlsamer Mensch, der also wirklich mit liebevollsten Attitüden mir das Tuba-Spielen dann beigebracht hat nach diesem Musiklehrer und der mich dann so richtig hingeführt hat in diese Jugendblaskapelle, wo ich an und für sich keine Lust dazu gehabt habe. Aber er hat irgendwie eine Art und Weise gehabt, da habe ich einfach nicht widerstehen können. Das war so nett und so liebevoll. Er ist gekommen und hat gesagt, Spul! Jugendblaskapelle Aubing e.V. mit der Dachauer Tracht damals ein totaler Wahnsinn. Es ist ja so, als Tubist ist man ja in der Jugendblaskapelle der totale Volldepp. Ja? Als zweiter Tubist. Wir haben bei allen wichtigen Veranstaltungen in und um München gespielt, kann man sich ja vorstellen. 175 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Scheiß Kübelhofen, wir haben gespielt. Jugendblaskapelle Aubing. Gage war immer gleich 5 Mark und ein paar Wiener. 5 Mark und ein paar Wiener. Ich habe zwar wahnsinnig viel Geld dann gehabt, aber diese Wiener, es war ein totaler Irrsinn. Dann einer der ersten wichtigen Auftritte im Hofbräuhaus, unten drin in der Schwemme. Ja, da wo jeder Münchner sagt, da sitzen nur die totalen Deppen. Unten drin in der Schwemme, da gibt es so einen kleinen Musikpavillon, der hat ungefähr so 2,4 Quadratmeter. Da sind wir drin gestanden in der Dachauer Tracht zu 16 und haben dann da bayerische Volksweisen gespielt. Außenrum, so ähnlich wie hier, illustres, internationales, subtiles, nüchternes, angeregtes, begeistertes, aufmerksames Publikum, das auch ab und zu herkam dann mit verbalen Beifallsbekundungen, wie zum Beispiel, könnt ihr eigentlich irgendwas Gescheites spielen? Gage, klar, 5 Mark und ein paar Wiener. Dann kam der Kulminationspunkt dieser Karriere, Einweihung der Pasinger Mariensäule. Jeder, der Pasing kennt, natürlich ist klar, Pasing hat einen Marienplatz, aber keine Säule gehabt. Ja, da haben die Pasinger gesagt, die da drin in München, die haben einen Marienplatz, haben auch eine Säule, wir wollen auch eine Säule haben, wir haben keine Säule, brauchen eine Säule. Haben natürlich überhaupt kein Budget gehabt, klar, sonst hätten wir nicht gespielt. Deswegen gab es auch nur so eine kleine Mariensäule, eine Bonsai-Mariensäule gab es. Ne? Die ist nicht ganz so groß wie die in München drin, ein bisschen kleiner. So, jetzt ist Folgendes, in Pasing, da an diesem Marienplatz, da dreht die Trambahn um, das kennt ja jeder. Ne? Die 19er dreht da so einen Kreis und außenrum auch irgendwie natürlich der Verkehr, so ein Kreisverkehr. Wir sind um diese Mariensäule rumgruppiert gestanden in der Dachauer Tracht und toll außenrum die Autos, immer ständig wechselndes Publikum. Ja. Der Trambahnführer, dem hat das so gut gefallen, wir haben die bayerische Nationalhymne gespielt, der ist ja wie vor und zurückgefahren, wieder in so einem Kreis rum, ne? Totales Verkehrschaos. Aber das wirklich Erwähnenswerte an dem Abend war natürlich irgendwie, dass es minus 5 Grad gehabt hat. Und jetzt ist so ein Blechblasinstrument bei Minustemperaturen, das hat so seine Bewandtnis. Das wissen die alle, weil jeder im Winter, wenn einer mit der Zunge so am Laternenpfosten entlang ist im Winter, ja, da pappt man fest. Ist klar, ne? Deswegen muss man in dieses Instrument immer reinhauchen. Man bläst immer, was man halt blasen muss und zwischendrin haucht man, damit einem das nicht festfriert. Ne? Weil bei einer Tuba, wo das Mundstück so groß ist wie ein kleiner Blumentopf, wenn einem das an die Lippen festfriert, das schaut total scheiße aus. Dann habe ich Klavier gespielt.